Guten Morgen miteinander. Es ist so schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe mich richtig gefreut, wieder in dieser Gemeinde zu sein, bei euch. Heute Morgen mein Herz mit euch zu teilen, von dem erzählen, was Gott mir aufs Herz hat gelegt für euch. Wir sind jetzt mit drin in einer mega spannenden Reihe hier. Und ich habe mich mega gefreut, als Dani mir das Thema hat gegeben hat. Ich dachte, das ist so cool. Das ist, passt eigentlich perfekt. Und mir gefällt das, wenn wir das Logo anschauen, ein fesselndes Evangelium. Ein Evangelium, das man nicht binden kann, das man nicht irgendwie zusammenbinden und irgendwo ablegen kann, sondern es ist frei. Es ist aber auch ohne Druck. Es ist etwas, das verändern will, das freisetzen will, das eine riesige Veränderung bringen in die Welt hinein. Und über das reden wir heute Morgen und ich habe mich gefreut auf das. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen heute Morgen von dem, was Gott heute Morgen tun möchte. In unserer Mitte hier, mit mir, mit euch, mit uns allen und ja, vielleicht auch etwas ganz Neues freisetzen und ein bisschen Druck möchte wegnehmen. Vielleicht für die, die mich nicht kennen, heisst es eben Doris Lindsay, ich bin geheiratet mit einem Irländer, seit bald, jetzt muss ich gerade überlegen, bald 26 Jahre, schon lang. Ich habe 3 Kinder, die eine Tochter ist eigentlich mit mir, aber die hat jetzt eine Freundin besucht, darum ist sie im Moment nicht da. Und in Bad Ragaz, die kommt heute am Nachmittag wieder. Aber genau, ich habe 3 Teenager, einen 17-Jährigen, einen 15-Jährigen und einen 13-Jährigen. Wir leben eben seit gut 10 Jahren jetzt in Kapstadt und investieren uns dort in Menschen, die sehr wenig Perspektiven haben und auch sehr wenig Möglichkeiten haben bekommen in ihrem Leben. Das sind Jugendliche, Teenager, Kinder, junge Erwachsene und ihre Familien, die halt oft ganz Schwieriges erlebt haben. Wir sind mit drin da in einem Gebiet, das heisst Ocean View. Wir betreiben Jugendcenter dort, wo wir Möglichkeiten geben zur Entfaltung, wo Programme anbieten, ganz viele verschiedene, die immer gemeinschaftsorientiert sind, wo junge Leute Gemeinschaft erleben dürfen. Und das ist auch der Grund, warum viele von diesen jungen Leuten, wenn sie eben nicht gesunde Gemeinschaft haben, daheim, wenn sie zum Beispiel Eltern haben, die vielleicht in Kriminalität sind oder auf Drogen oder sonst irgendwie ihr Leben einfach falsch verbringen, dann suchen die sich irgendwo Gemeinschaft. Und das sind oft Gangs, die eine Art Gemeinschaft anbieten. Zwar eine negative, aber es ist besser, manchmal noch eine negative Gemeinschaft zu haben als gar keine Gemeinschaft. Und so gehen die in Gangs und tun sich da wirklich in halt Sachen involvieren, die ihrem Leben überhaupt nichts Gutes bringt, sondern die ganz viele Schwierigkeiten wieder verursachen. Also wir haben Jugendliche und Kinder, die werden ab 8 schon von diesen Gangs von der Straße so ein bisschen groomed, nennen wir das. Und dann fangen sie so ein bisschen an, kleine Sachen für sie machen, bis sie irgendwann die Waffe bekommen, die sie dann jemanden erschiessen sollten. Und so haben wir ganz viele Schiessereien rund um uns herum, um unser Jugendzentrum. Wir sind eigentlich mit drin in 2 Ganggebieten, eins vor uns und eins hinter uns. Und da geht manchmal die Post ab, manchmal jeden Tag. Es ist unterschiedlich. Wir haben jetzt gerade wieder ein bisschen wilde Zeit gehabt, manchmal ist es so wieder ruhiger. Und und da versuchen wir einfach einen Ort zu sein mit diesem Haus, mit diesen verschiedenen Sachen, die wir anbieten, die Hoffnung bringen in die Welt. Und das ist so das Thema heute, Hoffnung für die Welt. Es geht um nichts anderes. Es geht wirklich um nichts anderes. Und ich bin so dankbar für die gute Bibelstelle, die ich bekommen habe, für heute Morgen mit euch anzuschauen, wo wir eintauchen in das, um was geht es denn eigentlich? Um was geht es eigentlich? Geht es darum, dass ich hier in der Kirche hocke? Geht es darum, dass ich irgendwie möglichst mein ABC vom christlichen Glauben aufsagen kann? Geht es darum, dass ich möglichst ein perfekter Christ bin und mir allen zeigen kann und alle sehen Jesus gerade in mir und bekehren sich gerade? Oder um was geht es denn da eigentlich, wenn wir von dem entfesselnden, freimachenden Evangelium reden, das Gott uns hat geschenkt. Und tauchen wir doch mal ein in die Bibelstelle rein, wo der Schlüsselvers ist von heute für diese Predigt. Ich habe eigentlich gar nicht so gerne, wenn ich aber sage Predigt, weil das tönt so, als käme ihr rein und ihr hockt ja jetzt so ein bisschen da und hört, du wollt euch berieseln und dann gebe ich euch etwas und dann geht ihr raus und dann, was passiert dann nachher? Ich hoffe immer, dass es mehr als eine Predigt wird, dass es ein Ort wird, wo wir verändert werden. Das ist ehrlich gesagt meine Hoffnung. Das ist darum, Liebe zu predigen, weil ich immer glaube, es ist eine Möglichkeit, dass wir stoppen, hören, schauen, reingehen in uns selber und hoffentlich auch Gott etwas in uns freisetzen kann, das tiefer geht. Und für das möchte ich ehrlich gesagt beten, bevor wir einfach anfangen. Und steht doch gerade auf, wo ihr seid. Stehen wir doch auf, laden wir Gott ein,
laden wir die Gegenwart ein, den Jesus, der sagt, ich bin das Licht und die Wahrheit und das Leben, das Brot vom Leben. Laden wir doch den ein. Und wenn du da bist und heute bist aufgestanden und hast gedacht, muss ich jetzt eigentlich hierher kommen? Und vielleicht hat dich jemand hergeschleppt, vielleicht bist du sogar kirchenfremd, auch im Livestream. Es hat ja Menschen, die daheim sind, die zulassen. Vielleicht fragst du dich, ja, warum mache ich eigentlich das? Warum stehe ich am Morgen auf? Warum nehme ich mir die Mühe? Dann habe ich vielleicht heute eine kleine Antwort für dich. Und zwar, dass Gott in deinem Leben, in deinem Herz etwas verändern will. Und sind wir für das bereit? Für das möchte ich beten. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du bei uns bist, dass du uns mega, mega liebst, dass du deine Hand über unserem Leben hast und dass du unseren Namen rufst. Und dass wir heute zusammenkommen als Gemeinschaft, als dein Lieb, als Menschen, die bereit sind zum Hören. Und Herr, ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns auch Mut gibst und ja, Mut, uns selber anzuschauen, in unser Leben tief hineinzuschauen und Mut gibst zur Veränderung, wo wir Schritte gehen können, die effektiv verändern in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld. Und ich danke dir, Herr, dass du da bist und das willst reden. Komm, du Heiliger Geist, mit deiner Gegenwart, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in unserem Leben. Ich brauche dich in meinem Leben, Herr. Ohne dich geht es nicht. Und ja, danke, dass du uns deine Liebe zeigen willst heute Morgen. Amen. Ja, dürft ihr den Platz nehmen. Also, wir wollen doch eintauchen für die Bibel da haben, die eine Bibel-App haben. Die dürfen gerne euer Handy jetzt vornehmen, geht aber nicht auf WhatsApp und nicht auf Insta und nicht auf Facebook, sondern wir tauchen ein in die Bibel. Und zwar ist das 1. Johannes 1, 1-4. Das ist ein kleines, dünnes Buch, ziemlich am Ende der Bibel, wo wir dürfen davon lesen, um was geht es denn da eigentlich. Lesen wir doch das einfach mal zusammen. Von allem Anfang an war es da. Jetzt können wir uns vielleicht fragen, was ist jetzt da gewesen? Von was redet es da von allem Anfang an? Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, ich und du, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Jetzt muss ich kurz fragen, muss ich Hochdeutsch sprechen? Schweizerdeutsch? Gut. Okidoki, ja, also was für ein Bibelvers. Da geht es eigentlich um ganz viel Praktisches. Das ist jetzt einfach nicht so, wo wir das jetzt einfach berieseln, sondern hey, um was geht es denn da? Da schreiben doch die tatsächlich, wir haben es gehört, wir haben es gesehen, wir haben es berührt. Das sind 3 Sachen. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört, wir haben es berührt. Also es ist irgendwie ganz etwas Praktisches. Und um wer geht es hier? Um wer geht es hier? Wer kann uns das sagen? Um wer geht es hier? Jesus, genau, danke. Jetzt könntet ihr etwas schiessen als Dankeschön. Jesus, es geht um Jesus heute Morgen. Und zwar geht es darum, dass sie ihn gesehen, sie ihn gehört und sie ihn dürfen anschauen. Sie haben ihn erlebt. Und was für eine unglaubliche Geschichte, die Jesus hat geschrieben mit unserer Welt. Ich meine, wo Jesus ist gekommen, und er ist eben schon von Anfang an da gewesen, das lesen wir, er ist von Anfang an da gewesen, von Anfang an von der Geschichte. Gott hat ihn gesendet auf die Welt, damit wir einfach mal dürfen erleben und sehen und ganz praktisch erfahren, wer ist denn eigentlich Gott. Und ich sage immer unseren Menschen um uns herum, die irgendwo keine Beziehung haben zu Jesus, sage ich immer wieder, hey, wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Er hat alles verkörpert und alles uns gezeigt und alles uns modelliert, wo Gott ist. Es gibt nicht mehr. Es gibt aber auch nicht weniger.
Jesus ist Gott. Und hier in dieser Bibelvers geht es darum, von allem Anfang war er da gewesen. Wir haben ihn gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn angeschaut und mit unseren Händen berührt. Jetzt, wir leben alle in einer Zeit, wir haben Jesus nicht mehr da. Wir können ihn nicht mehr anschauen. Wir hören nicht die Tausende, wir können nicht dorthin, wo er zu Tausenden von Leuten redet. Und doch haben wir ganz viel, was uns zeigt, wer Jesus ist. Und Jesus ist ein lebendiger Gott. Und ich glaube, bevor wir überhaupt in irgendetwas noch ein bisschen mehr eintauchen, möchte ich euch einfach sagen, Gott ist ein wunderbarer Gott. Jesus ist ein lebendiger, wunderbarer Gott. Und ich kann euch echt sagen, und das sage ich jetzt nicht einfach mit billigen Worten, das sage ich nicht einfach so, weil es jetzt gut tönt und weil das in eine Kirche hineingehört, sondern weil ich es selber in meinem eigenen Leben erfahren habe. Wo Gott mein Leben verändert hat, von Ängsten geheilt, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nie daraus raus. Wo er mich freigesetzt hat in Sachen rein, wo ich das Gefühl hatte, das ist unmöglich. Und ich kann von dem zeugen in meinem eigenen Leben, was er hat da. Und um das geht es heute. Es geht eigentlich um das, was Jesus tut. Nicht, wie gut kann ich über das Evangelium reden und wie professionell kommt das auch über. Und wie viele Alpha-Kurs können wir noch machen. Und noch das und noch das und das. Das sind alles gute Sachen. Aber hey, schlussendlich geht es eigentlich nur um Jesus. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von etwas, das ich erlebt habe in meinem Leben, das mich tiefst verändert hat. Die müsst ihr euch vorstellen, bevor wir auf Südafrika sind, vor 10 Jahren, sind wir vorher noch in Burgdorf gewohnt, ein paar Jahre, wir haben dort eine Schule noch geleitet. Und vor dieser Zeit noch sind wir in Zürich und waren Pastoren in einer Gemeinde in Zürich. Und ich habe so einen Dienst aufgebaut für Refugees, für Flüchtlinge, wo wir haben Brot gesammelt in verschiedenen Bäckereien. Die haben wir dann ins Asylheim gebracht und haben diesen Menschen, die sehr wenig hatten, ja, Gottes Liebe ganz praktisch mit Brot vor Augen geführt und haben dort Beziehungen aufgebaut. Wir haben auch noch andere Sachen gemacht, wir haben Alpha-Kurs geleitet und so weiter. Und ich habe in dieser Zeit von meinem Leben über mich selber gesagt, mal, ich bin eigentlich ein barmherziger Mensch. Mal, ich lebe die Liebe von Jesus ganz praktisch. Das hat ich von mir gesagt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe damals mal 50% in der Kirche gearbeitet, 50% habe ich beim CEFI gearbeitet als Jugendarbeitsentwicklerin und bin gerade heimgekommen von einer mühsamen, eher anstrengenden Sitzung, wo wir Strategieentwicklung gemacht haben für all die Ausbildungskurse, die wir machen für die Jugendarbeiter. Und da komme ich, und jetzt haben wir, glaube ich, das Bild von dieser S-Bahn, komme in den Zug rein, von der Stadt Zürich, habe einen kurzen Weg, wir haben in Zürich-Affoltern gewohnt, habe einen kurzen Weg von Hauptbahnhof bis nach Oerlikon, wo ich aussteigen musste. Und stehe dort so in diesem Zug innen, an dieser Stange, wo man gerade beim Ausgang, oder, das kennt ihr, der S-Bahn, wo man gerade rausgehen will, wo ich bin reingekommen, Rush Hour, hat mega viele Leute drin gehabt, und ich stehe an dieser Stange und warte einfach, dass der Zug geht, dass er so schnell wie möglich losgeht. Und was wollte ich? Ich einfach heim wollen. Ich war müde, ich wollte heim wollen. Und so bin ich dort und aus meinem Augenwinkel von meiner rechten Seite sehe ich einen den Gang runterkommen, sich durch die Leute durchschlängen und fragen, hast du mir einen Stutz, hast du mir einen Stutz, hast du mir einen Stutz. Und ehrlich gesagt, ich habe nur gedacht, oh, hoffentlich kommen wir ändern, bevor das der bei mir ist. Kennt ihr das? Bin ich da die Einzige? Auf jeden Fall ist der Zug los und so vor Oerlikon hat er verstocken. Und der ist immer näher gekommen, bis ich habe mich so abdrehen, dieser Stange, so, habe mich abgedreht. Und dann kommt so das Tipp auf meine Schulter, tak, 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 und ich schaue rüber und er sagt mir, hast du mir einen Stutz? Und ich sage, nein. Drehe mich wieder ab, warte, okay, gang jetzt, Zug, endlich. Und dann kommt es wieder, tak, 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 und drehe mich wieder um, hast du mir einen Stutz? Nein. Drehe mich wieder ab, da kommt es schon wieder, tak, 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 und das mal richtig penetrant, sagt er, hey, aber komm, bist doch ein bisschen barmherzig und du bist doch eine Hübsche und jetzt gib mir doch da einen Stutz. Und ich sage ihm nochmal, und das mal sehr bestimmt, nein. Und drehe mich wieder ab, dann geht der Zug, die letzten 30 Sekunden, die Tür geht auf, wir kommen an in Oerlikon und ich laufe mit all diesen Leuten raus und da kommt es wieder, tak, tak, tak. Und ich drehe mich um und da schaut mich ein Mensch an mit völlig anderen Augen und sagt mit einer liebevollen, klaren Stimme, lass doch Jesus sein, wenn du am Morgen aufstehst.
Bumm! Ja, es steht mir im Fall immer noch die Haare auf. Das ist so fadengrad gekommen und so unerwartet. Es hat mich einfach draus getan. Es hat mich wirklich draus getan. Ich bin raus, bin zum nächsten Bänkchen und ich bin abhocken und ich musste zuerst mal überlegen, was ist mir jetzt gerade passiert. Und ich habe in der ersten Sekunde gewusst, dass Gott zu mir redet. Und das ist vielleicht auch noch so etwas, wenn Gott zu dir redet, du weisst es im Fall. Für alle die sich immer fragen, wie redet denn schon wieder Gott und was ist denn schon wieder? Ja, wenn er wirklich zu dir redet, du weisst es im Fall. Wirklich. Und ich bin abgehockt dort und das Erste, was ich wirklich machen musste, ist, ich musste wirklich Buße tun. Weil es ist mir wie klar geworden, was ich eigentlich bin und nicht bin. Was ich bin und nicht bin. Ich habe von mir gesagt, ich wäre barmherzig und doch, ich habe wirklich das Feuer für Jesus und ich bin wirklich mit Jesus unterwegs. Hey, und in dem Moment, wo es wirklich darauf angekommen ist da gerade sehr wenig bis gar nichts herum gewesen. Und in diesem Moment sind mir 3 verschiedene Sachen aufgegangen. Oder auch, wenn ich zurückdenke. Und wahrscheinlich hatte ich einen Engel dort, der mir wirklich eine wichtige Botschaft hat gebracht. Also seid mal, schaut um, wenn ihr unterwegs seid in der S-Bahn, wo immer ihr seid. Seitdem gehe ich ganz anders in Situationen hinein, weil ich merke, ja, da ist ein Gott, der wirklich redet. Und der sieht jeden Moment von meinem Leben. Jeden. Nicht nur die Guten und nicht nur die nicht darauf stolz bin, sondern die anderen. Und es ist auch nicht darum gegangen, das muss ich vielleicht auch noch sagen, es ist nicht darum gegangen, ob ich jetzt dem Geld hätte oder nicht. Das war überhaupt nicht das Thema. Das habe ich auch gewusst. Sondern es war mein Herz, das das Thema ist. Weil dieser Mensch ist mir eigentlich so etwas von egal gewesen. So etwas von egal. Ich wollte einfach heim, meine Komfortzone mir gut gehen. Und was der da erlebt, ist mir so gleich gewesen. Also wir haben einen Gott, der heranschaut. Das möchte ich einfach auch mal sagen. Wir haben einen Gott, der in unser Herz heranschaut. Ein Gott, der in unser Herz hineinschaut. Recht unbequem. Aber wisst ihr, was auch so schön war? Der hat mir nicht den Finger aufgehauen und so gemacht. Ja, du hast den falsch gemacht und das ist dann daneben. Was du da lebst und nicht lebst. Nein, es ist so eine liebevolle, freundliche und die Augen waren so anders als der Typ vorher. Sie waren so lieb gewesen. Und klar, er hat mich angeschaut und hat mit einer lieben Stimme gesagt, lass doch Jesus sein, am Morgen, wenn du aufstehst. Das Erste, was ich realisiert habe in diesem Moment, ist, Gott will jeden Moment mit mir zusammen sein. Gott ist ein Gott, der sagt, ich will jeden Moment von deinem Leben mit dir sein. Lass doch Jesus sein am Morgen, wenn du aufstehst. Gott will mit dir und mit mir jeden Moment mit mir zusammen sein. Es geht nicht um Show. Es geht nicht um Barmherzigkeitsdienst, wo wir etwas machen. Es geht nicht darum, um punktuelle Anbetung. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwo engagieren und uns nachher gut fühlen über unser super volontäres Engagement. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht eigentlich darum, dass Gott mit mir zusammen sein will. Gott will mit dir zusammen sein. Er ist ein Gott, der sagt, meine Liebe stoppt nie. Ich bin einfach mit dir da. Ich gehe mit dir durch diesen Tag durch. Lass mich doch einfach hier am Morgen, wenn du aufstehst. Lass mich in deinen Tag hinein. Sag am Morgen, Herr, ich komme zu dir und ich brauche dich heute. Mein Tag sieht anders aus seitdem, weil ich weiss, ich brauche ihn heute. Ich brauche ihn heute. Heute haben wir noch eine Stunde Zeit verloren. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr. Aber wir brauchen ihn, wenn wir durch Schwieriges durchgehen, ob Schönes oder Tiefes oder Schwieriges oder Herausforderndes oder auch Wunderbares. Wir brauchen ihn. Er will mit uns zusammen sein, er will mit uns durch das durchgehen. Das Zweite, was mir ist aufgegangen, mein Denken und mein Handeln, das ist schlussendlich das Herz. Was hier drinnen ist, zeigt sich in meinen Handlungen. Ich kann zwar gute Taten aneignen, ich kann gute Taten imitieren, ich kann gute Sachen machen, aber was schlussendlich hier drin ist, das bestimmt mein Herz. Und wisst ihr was? Das kommt immer dann raus, wenn wir ein bisschen unter Druck sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn ein bisschen Druck vom Leben kommt, sind auch schwierige Erfahrungen, vielleicht auch Leid, auch gerade ein Krieg. Ich meine, da sehen wir eigentlich, was noch rum ist.
Und das ist das, was Gott interessiert daran ist. Er ist interessiert an dem, was hier innen abgeht. Was hier innen ist. Das ist sein Fokus. Aber was ich auch gemerkt habe, durch das ist, dass Gott ein Gott ist, der vergibt und erneuert. Und ich glaube, gerade auf diesem Bänkchen im Bahnhof Oerlikon, simpel wie es tönt, abhocken, absitzen und sagen, Herr, vergib mir. Ich glaube es einfach nicht, aber mein Herz ist nicht so, wie ich gedacht habe, wie es ist. Und wie ich gerne möchte, wie es ist. Weil wir haben ja oft schon auch Vorstellungen, oder, wie wir möchten sein. Wie wir möchten leben. Und wir haben sehr, ich würde jetzt mal sagen, wir lieben die Vorstellung, wie wir lieben. Wir lieben die Vorstellung, wie wir lieben. Ob wir den lieben, ist eine andere Frage. Wir lieben die Vorstellung von uns, barmherzig zu sein, freundlich zu sein, lieb zu sein, nett zu sein, fürsorglich zu sein. Das lieben wir als die Vorstellungen. Aber ob wir es dann wirklich sind, wenn dann der Druck vom Leben kommt und die Realität vom Leben und einfach so der Alltag, würde ich jetzt mal sagen, das ist eine andere Geschichte. Und in meinem Leben habe ich das gemerkt, das war eine andere Geschichte. Ich war überhaupt nicht die, die ich dachte, ich bin. Der Psychiater, der Carl Jung, ist ein völlig weltlicher Typ, hat mal gesagt, du bist, was du tust, nicht was du sagst, du tust. Ich sage es nochmal, du bist, was du tust, nicht was du sagst, du tust. Wie treffend, wie wahr, wie biblisch. Wie biblisch, spot on. Gott ist ein Gott, der so mehr interessiert ist an dem, was wir sind, als was wir tun. Aber schlussendlich, was wir tun, sind wir eben gleich auch. Gott vergibt und erneuert und er ist mit uns unterwegs. Und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung für alle Menschen in unserem Umfeld, die wirklich Edge of Society sind, die irgendwie am Rand dieser Gesellschaft sind. Es gibt mir Hoffnung für mich selber. Es gibt mir Hoffnung für die das Gefühl haben, sie wissen es. Und die das Gefühl haben, sie seien niemand. Es gibt mir Hoffnung für uns alle. Weil wenn Gott erneuert und verändert, dann sehen wir wirklich Veränderung. Weil wenn Gott drin ist, ist er drin. Wenn Gott drin ist, ist er drin. Ja, vielleicht auch noch die Bibelvers, oder? Der Markus 12, Vers 29, wo steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen, ich muss euch kurz eine Geschichte erzählen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Einfach ein kleines Beispiel manchmal von dem, wo wir das Gefühl haben, wo wir wollen und tun. Ich habe eine junge Frau bei uns in der Community, die war 15 gewesen. Ich muss gerade überlegen, 15, ja, wo sie schwanger 16 ist sie gewesen, und sie ist so eine von unseren wirklich Wilden. Also die hat ganz einen furchtbaren Hintergrund. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, und ihrer Schwester. Sie hat wirklich wenig im Leben, wo sie sich freuen kann. Sie hat eine alkoholabhängige Mutter, die hat eigentlich mehr oder weniger nichts im Haus. Es gibt eigentlich, sie leben vom Sozialamt, sie sind einfach wirklich am Überleben. Ich kann es nicht anders sagen. Und die ist schwanger geworden. Gerade vor dem Lockdown und ihre Freund war ein Gangster und und die ist einfach so der gewesen. Und ja, auf jeden Fall ist sie eines Tages plötzlich in unser Jugendhaus springen und hat gesagt, ihre Mutter hat sie ermorden. Das war nicht das erste Mal übrigens. Und zwar hat sie sie in der Nacht, sie war dann im 6. Monat, glaube ich, 7. Monat gewesen, hat sie in der Nacht einfach überfallen, aus einem Wahn raus, keine Ahnung, hat er versucht zu erwürgen und sie hat dann gehen und ist sich dann verstecken bei der Freundin bis am Morgen, bis sie dann zu uns ist gekommen. Und das war so die Situation, wo wir sie genommen haben und sie ist gekommen und angstvoll und so weiter. Und wir haben dann versucht, eine Lösung zu finden für sie und ein Safehouse zu finden, wo sie sein kann. Dann ist der Lockdown gerade passiert. Und 5 Sozialarbeiter involviert in diesem Case, weil es wirklich herausfordernd war, schwierig. Bei uns ist es nicht einfach so einfach, jemanden in ein Safehouse hineinzubringen. Vor allem mit den Umständen, die sie auch hat und überhaupt schwanger und noch minderjährig, ist ganz schwierig. Und da habe ich endlich ein Safehouse gefunden, wo sie hergehen konnte. Das war ausserhalb von Ocean View. Also sie war noch nie vorher draussen. Sie war noch nie weiter weg. Ist noch nie von daheim weg. Und die haben sie dann einfach mal 10 Tage in eine Isolationskammer sperren, wo sie isolieren sollen, im Fall, wenn sie Covid reinbringt. Und so hockt die junge Frau schwerst traumatisiert von dem, was sie erlebt hat in dieser Isolationskammer und hat natürlich logischerweise, was macht man, wenn man nicht mehr weiss, wenn man völlig
durcheinander ist und man entfremdet ist von daheim und alles, die Welt auf einem raufgeht, dann ist die abgesäckelt. Also die ist weggerannt, ist weit weg, wir haben sie zuerst gar nicht gefunden. Ihre Chance für ein Safehouse ist natürlich so zugegangen. Sie ist zurück zu ihrer Mutter schlussendlich, hat den Lebensstil wieder angenommen, ist zurück in den Sumpf, hat alle Vorsätze, die sie sich vorher genommen hat, sind weg gewesen. Und ich habe wirklich gedacht, hey, nein, der kann man wirklich, glaube ich, nicht mehr helfen. Und diese junge Frau ist ein Teil von unserer Young Moms Group, die wir haben. Wir haben so eine kleine Gruppe mit jungen Müttern, Teenager-Müttern, die zusammenkommen, einmal in der Woche und einfach über ihre Erfahrungen reden. Und sie ist dort eingeladen worden und ist zurückgekommen, eigentlich in unsere Community, und ist dort ein Teil der Young Moms gewesen. Und dann haben die gehört, dass wir neue Praktikanten nehmen. Wir haben ein System bei uns, dass wir Praktikanten reinnehmen. Im Moment haben wir 7 von denen, die vollzeitlich bei uns sind, die mitarbeiten, die Skills lernen, wir verschiedene Sachen machen, T-Shirt drucken, Schmuck machen und so weiter. Und sie hat unbedingt ein Praktikum machen. Und ehrlich gesagt, mein Herz, ich habe gewusst, ich will die nicht. Weil die Chance für Erfolg ist so klein. Ich glaube, ich will die nicht. Und dann haben wir es aber gleich, haben wir es ganz professionell gemacht. Wir haben sie eingeladen für ein Gespräch. Sie ist gekommen, sie ist sogar zur Zeit gekommen. Und dann sitzt sie vis-à-vis von mir in diesem Interview, das wir abends machen. Ich habe schon gewusst, ich nehme sie nicht, aber ich höre jetzt mal zu. Und gebe ihr noch die Würde, dass sie doch noch ein Interview machen darf, obwohl ich eigentlich schon gewusst habe, wir wären sie nicht. Und etwas, was ich immer wieder mache in Ocean View, was ich einfach gemerkt habe, ist, wenn ich reinkomme, egal wo wir herfahren, ich bete oft, auch in unseren Gebetstreffen übrigens, wenn wir alle zusammenkommen als Team, bete ich immer, Herr, gib doch diesen jungen Leuten oder diesen Menschen Träume und Visionen, dass du lebendig bist. Das ist so mein Gebetsanliegen. Okay? Jetzt müsst ihr hören. Jetzt hocke ich in diesem Interview und ich frage sie, ja, wie möchtest du, also warum möchtest du ein Praktikum machen bei uns? Und dann sagt sie, Doris, ich hatte einen Traum. In diesem Traum ist mir Jesus begegnet. Ich bin auf der Straße gestanden. Jesus ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, das Kind, das sie unterdessen bekommen hat, mit knapp 17, ist ein Geschenk an dich. Ich möchte, dass du dein Leben veränderst. Und ich möchte, dass du zu Hopetown gehst und um Hilfe fragst. Ich möchte, dass ich dein Licht und Salz darf sein im Traum. Und sie hat einfach in dieser Begegnung mit Jesus hat sie gewusst, Jesus ist real, er will mein Leben verändern. Und als sie mir das sagt in diesem Interview, habe ich wie gemerkt, ich kann nicht mehr Nein sagen. Ich kann nicht Nein sagen. Hey, ich bin so überführt worden von meiner eigenen Arroganz, wo ich schon das Gefühl hatte, ich wüsste, was ich sage. Und von meinen Entscheidungen, die ich in meinem Kopf schon getroffen habe, dass ich gar nicht bereit war für das, was eigentlich kommt. Ich war völlig überrascht. Und auch das gibt mir ehrlich gesagt wieder Hühnerhaut. Weil wenn Gott redet, dann redet er. Und an diesem Ort, wir haben sie dann sogar noch für ein zweites Interview kommen, weil ich das Gefühl hatte, hey, jetzt soll noch jemand anderes hören, gehört jetzt das Gleiche wie ich. Und wir haben einfach so klar gewusst, Gott will die Frau bei uns. Er will sie. Wir wollen sie eigentlich nicht unbedingt, weil sie ist messy, sie ist mühsam, sie ist anstrengend, sie bringt wirklich viel Zeug rein, wo wir werden überfordert sein. Aber Gott will die Frau. Und wir haben sie dann genommen. Und ich kann euch sagen, vom ersten Tag an ist die aufgegangen wie eine Blume. Gott hat so in ihr Leben hineingeredet, sie hat sich dann bekehrt, sie hat ihr Leben Jesus gegeben, sie will sich jetzt taufen, sie will mit anderen zusammen Bibel lesen von ihrem Ghetto-Grüppli. Wirklich, Gott ist einfach dran mit ihr. Und das ist so das, was er sagt, ich will eingeladen werden, morgen, wenn du aufstehst, ich will mit dir unterwegs sein. Und wenn ich sie anschaue, sehe ich einen Gott, der mit jemandem unterwegs ist. Und wenn wir heute über das Thema reden, wie kann ich über das Evangelium reden, wie kann ich es weitergeben, dann ist das eigentlich, liegt es gar nicht so fest an uns. Ehrlich gesagt, ich möchte euch heute Morgen sagen, ihr dürft euch entspannen. Weil Gott will vor allem einfach mit uns unterwegs sein. Und er braucht dich in diesen Momenten. Und das sollen wir nicht zurückhaben. Wir dürfen von dem zeugen, was Gott selber in unserem Leben tut. Aber wisst ihr was? Wir werden nie perfekt sein. Wir werden es nie sein. Wir sind nicht jemand, der sagen kann, ja, ich habe es immer im Griff und Gott und ich kann ihn immer erklären und ich muss ihn noch verteidigen. Wisst ihr, was ich aufgehört habe? Ich verteidige Gott nicht mehr. Er kann sich selber verteidigen. Wenn er nicht hält und ich bete, kann sich selber verteidigen.
Ich muss nicht mehr erklären, warum er jetzt nicht geheilt und was er könnte sein und dass er dann doch noch kommt. Nein, ich habe gelernt, über all diese Jahre einfach zu sein, wer ich bin. Und das zu tun, was ich das Gefühl habe, was ich tun sollte. Und das ist beten für Menschen, die krank sind. Das wissen wir. Wir sollen beten für Menschen, die krank sind. Manchmal sehen wir Heilung und manchmal nicht. Aber wenn er nicht heilt, also das ist jetzt langsam, aber sicher nicht mein Problem. Gott kann umgehen mit dem. Und er hat viel die größere Perspektive. Ich habe x-mal für Menschen gebetet und ihnen Hoffnung gemacht, dass sie geheilt werden und sie sind nicht geheilt worden. Wisst ihr was? Das ist nicht mein Problem. Wirklich nicht. Und ich möchte euch da Mut machen, euch zurücklehnen und auch mit Gott eure Gespräche zu haben. Und ich habe viele herausfordernde Gespräche mit Gott, wo ich mit ihm ringe und ihm sage, hey, hallo? Was war jetzt das gewesen? Ich habe mich dann schon hergegeben. Oder ich habe mein Leben auch versucht, hier Hang aufzulegen und alles. Und wenn er nicht heilt, dann hat er einen anderen Plan. Effektiv. Er hat wirklich einen anderen Plan. Aber wenn er kommt und redet und heilt und freisetzt, dann macht er es auch. Und darum, ich glaube, was wir dürfen und was ich euch heute Mut machen möchte, redet so viel wie möglich von Jesus, aber so echt wie möglich. Redet so tief von Jesus, aber so echt von euren eigenen Sachen. Ein Nicht-Christ hat kein Problem, wenn ihr mal sagt, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Er hat auch kein Problem, wenn ihr sagt, manchmal frage ich mich auch, wo ist Gott in diesem Leid? Wir können viel mehr Nicht-Christen Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, dürfen wir ein bisschen mehr zumuten. Wir müssen die nicht überzeugen und irgendwie überfahren und ihnen über das Maul irgendwie ihnen das geben, was sie hören wollen, sondern wir dürfen einfach echt sein. Ich glaube, das ist die Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte. Seid echt. Seid, wer ihr seid. Ringet mit Gott. Aber seid mit Gott unterwegs. Tu dich nicht abkapseln und lebe einfach ein religiöses Leben. Gott hasst Religion. Es ist ihm so etwas von egal, ob du nachher hierher kommst und anbetest. Gott ist interessiert an deinem Leben, was du lebst, wer du bist und wo er ist. Wo ist Jesus in deinem Leben? Würde ich dich heute herausfordern. Wo ist Jesus in unserem Leben? Wo ist er? Wenn wir ihn verloren haben, lasst ihn finden. Sagt ihm, wir möchten neu gefunden werden und ich mache mich auf die Suche nach dir. Und er ist treu, das kann ich euch 100% sagen. Er ist treu und wird sich zeigen. Vielleicht nicht in den Vorstellungen, wie wir das manchmal haben. Vielleicht in Form von einem Engel in der S-Bahn. Ganz anders. Aber Gott ist ein Gott, der mit uns unterwegs ist und er nimmt das mega ernst. Mega ernst. Und darum dürfen wir ihn auch ernst nehmen. Wir dürfen ihn als den Gott wiederfinden, wo er eben ist. Er ist Gott. Nicht nach einem Gott nach meinen Vorstellungen oder auch nicht immer nach meinem Gusto, weil ich das Gefühl habe, er macht jetzt, was ich will. Auch nicht ein Gott nach meinem Zeitplan, weil er genau in diesen Zeitplan hineinkommt, den ich will. Und manchmal haben wir auch das Gefühl, ich habe keine Zeit, oder? Es muss jetzt etwas passieren, jetzt muss da etwas gehen. Aber Gott hat nicht den gleichen Zeitplan. Der kann mit Generationen unterwegs sein. Der hat einen Zeitplan von Generationen. Manchmal in einer Generation passiert mehr als in einer anderen Generation. Das lesen wir auch in der Bibel. Gott ist ein Gott, der wirkt über Generationen. Er ist vor dir da und wird nach dir da sein. Aber wisst ihr, was das entspannt? Das entspannt zu wissen, ist ein Gott von Generationen. Es entspannt zu wissen, ist ein Gott, der vor mir und nachher wird da sein. Es entspannt zu wissen, dass er verantwortlich ist für das Wirken und nicht ich. Das, was er uns gibt, ist, dass wir dürfen von ihm Zeug nehmen. Und es gibt das cooles Tool, ganz ein einfaches Tool, das heisst Segnen. Das ist vom Ferguson entwickelt worden, einem Gemeindeleiter, der so ganz einfache Schritte definiert, wie wir eigentlich können andere Menschen auf eine praktische Art und Weise einladen, dass wir mit ihm und ihnen unterwegs sein können. Und es ist einfach ganz simpel eigentlich. Das S, wir können beten. Ich lade oft Gott ein, die Beziehungen, die ich nicht weiter weiss. Beziehungen, die mir über den Kopf wachsen. Beziehungen, wo ich nicht haargenau weiss, was eigentlich abgeht bei denen. Beziehungen, wo wir einfach dürfen, wenn du jemanden aufs Herz bekommst, sei es ein Nachbar, ein Freund, eine Kollegin, irgendjemand. Fang doch einfach an zu beten, aber lade Gott auch ein in die Beziehung mit ihnen. Und wisst ihr was? Lade Gott ein, eine Beziehung mit dieser Person anzufangen. Und ich kann euch sagen, da passieren Wunder. Weil Gebet wirkt Wunder. Gebet ist aus unserer Hand gegeben, in seine Hände. Das E steht für Zuhören. Zuerst zuhören, hergeben, hören.
Was hat die Person auf ihrem Herz? Es geht ja nicht um mich, um meine Sachen, die ich in erster Linie loswerden will, sondern Gott sieht den Menschen. Und wisst ihr was, das ist so ermutigend für mich. Auch wenn ich an unsere junge Frau denke, die eben ihr Kind bekommen hat, die jetzt eine Praktikantin ist bei uns. Gott sieht sie. Er sieht sie als Mensch. Ich habe sie schon als, ehrlich gesagt, ein bisschen Versagerin abgestempelt. Ich habe sie schon ein bisschen als hoffnungslosen Fall gesehen, aber Gott nicht. Gott sieht Menschen, wie sie effektiv sind. Und Gott kann wirken in den unmöglichsten Situationen. Zulassen, was hat die Person zu sagen, was will sie mir sagen. Wenn ich nicht hergelassen hätte, dass die einen Traum hatte, die wäre nicht bei uns gelandet. Und Gott hat vieles nicht da wahrscheinlich, oder vielleicht in einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Moment. Und das G steht für gutes Essen. Das ist so cool, ich liebe gutes Essen, ich liebe mit Menschen beim Essen unterwegs zu sein. In unserem Jugendhaus, wir essen immer zusammen. Wenn wir eine Gruppe haben, wir geben kein Handout, wir geben nicht einfach Essen aus über die Straße, Suppenküche können wir aufreihen und dann geben wir euch zu essen, sondern wir essen miteinander. Und ich kann euch sagen, da passieren Sachen, auch wenn nicht tiefe Gespräche stattfinden beim Essen, ist es einfach eine Art, wie man zusammenkommen kann. Tut eure Wohnungen auf. Lasst euch lange Tische schenken. Macht weiter, dass eure Wohnungen ein Ort werden dürfen und die muss nicht perfekt aufgeräumt sein. Die muss nicht blitzblank sauber sein. Das ist völlig egal in diesem Moment. Sondern einfach Raum zu geben für Menschen, die mit euch zusammen essen. Ladet sie ein. Und das N steht für Nächstenliebe. Ohne Nächstenliebe ist der Glaube tot. Ohne Nächstenliebe ist es wertlos. Sondern wir brauchen Gottes Herz dort. Und ich kann euch sagen, meine Liebe ist so begrenzt, so limitiert. Ich komme so schnell an meine Grenzen, wenn es um Liebe geht. Aber Gottes Liebe ist endlos. Und ich muss oft ihn einfach wieder fragen, Herr, gib du mir deine Liebe. Gib du mir das, was du geben willst, damit ich dieser Person effektiv in nächster Liebe begegnen kann. Und erzähl, was du mit Gott erlebst. Der letzte Punkt ist, erzähl, was erlebst du mit Gott. Und wieder dort. Versuch nicht fromm zu sein. Versuch nicht mehr zu sein, als du bist. Versuch nicht zu profilieren. Versuch nicht eine Performance zu machen. Bist einfach, wer du bist. Es ist okay. Und wisst ihr was? Es reicht. Es reicht. Menschen sind lieber um ehrliche Menschen herum als um Performer. Wir müssen nicht irgendwie jemand sein, wo wir nicht sind. Gott sieht es anyway. Und er sagt dir, weisst du, bist einfach dich selber. Hey, ich möchte abschließen mit uns. Ich möchte euch einladen, einfach, wenn du merkst, Gott redet zu dir. Vielleicht weisst du auch schon Personen, wo du möchtest die Liebe von Jesus weitergeben, ganz praktisch. Vielleicht mit einer von diesen Möglichkeiten, die ich heute gesagt habe. Aber ich möchte euch vor allem einladen, euer Herz aufzutun und euch neu einladen auf den Jesus. Stehen wir doch auf für im Gebet. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte, dass Gott einfach zu mir redet, streck doch einfach deine Hände aus und lass dich brauchen, als der du bist, der nicht alles im Griff hat und nicht alles muss können und auch nicht perfekte Sprache hat, sondern wo wir einfach wissen, Jesus ist mit mir und weisst was, jetzt gehe ich einfach mit Jesus durch das Leben und lade Leute dazu ein. Ja, Jesus, ich möchte einladen. Ich möchte einladen, in unsere Herzen ihnen neu Werte zu formen. Ehrlichkeit zu formen, Transparenz zu formen, Tiefe zu formen, wo wir tief gehen mit dir, Herr, mit all unseren Fragen, mit all unseren Herausforderungen. Und Herr, ich bitte dich einfach für all die Menschen in diesem Raum, dass du Potenzial gibst, Herr, für Menschen einzuladen in ihr Leben, wo sie von dem dürfen zeugen, ganz praktisch, wo du einfach bist und tust in ihrem Leben, auch wenn das nicht spektakulär ist. Wenn es nicht immer perfekt ist und auch nicht immer so glorreich, sondern dass du einfach bist und dass das genug ist, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jedem hier innen ein Anliegen gibst, dich einzuladen, am Morgen, wenn wir aufstehen und mit dir unterwegs sind, wenn wir durch den Tag gehen und Menschen begegnen. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Danke dir für deine Gegenwart und für deine Vergebung. Herr, und ich möchte einfach nochmal neu sagen, auch gerade hier, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung in meinem Leben, ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Liebe und vor allem auch deine Ohren, wenn es darum geht, zum Hören. Ich brauche deine Augen, wenn es darum geht, zum Menschen sehen und nicht übersehen.
Herr, wir brauchen dich, Jesus.